Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei der Sendung von den 3 CSV-Europadeputierten Europäische Impressionen. Wir machen das immer zusammen als Session heute zu Straßburg, mit Frank Engel, mit George Bach und mit mir selber, dem Christoph Hansen. Wir wollen nicht dann immer einen kleinen Überblick über die Session geben, die heute zu Straßburg stattgefunden hat. Und da stungen ein großen Event, den Ordre du Jour stung, das waren den 20-jährigen Anniversaire vom Euro, den wir heute zelebriert haben, wo auch große Diskussionen am Plenum stattgefunden sind natürlich auch besonders als britische Kollegen, die da ein bisschen drauf aus verschiedenen Gründen, die nicht beim Euro zu dienen haben, ein bisschen dabei geklappt haben, sind noch einer ein bisschen mehr linksorientiert Politiker hier im Parlament, die den Euro kein gut Sache fanden. Ich meine, die Leute, die das mengen, die haben wirklich eng verpasst und sie müssen sich mal an die Geschichtsbücher angucken, wie als Monetärunion zustande kommt und wie dafür drauf war. Und ich meine, da haben wir einen großen Schritt nur 4 gemacht und die gilt doch weiter nur 4 zu treiben. Dann also an der Serie von den Regierungschefen, die hier am Plenum kommen, werden der spanische Regierungschef, den Pedro Sánchez, hier auf Besuch, den aus dann noch seine Visionen über die Zukunft von Europa gehen hat. Mir persönlich war das den nicht so terribel fand, weil hin für allem ob Spanien eigentlich den Akzent gelöscht oder noch ganz viel Polemik auf der nationalen Politikebene mit der Opposition eigentlich provoziert hat. Das war eigentlich am Ende eine gut Prestation. Aber das ist nun mal so, du möchtest darin, wie ihn denkt. Aber wir hörten nicht einfach und waren noch viel froher kommen, par rapport zu Spanien, wo ihn dann müssen reagieren. Weil mir sehr gut gefallen, sie war trotzdem ein bisschen so nicht progressistisch und sie war am Anfang auch ganz sozial, aber geprägt, was ja nicht verwundert für einen Sozialist. Aber trotzdem nur die paar Themen zugeschnitten, die wir hier am Parlament ganz kontrovers schon lange diskutieren. Eine europäische Assurance gegen den Chômage. An auch eine Kannergarantie für die Kanner für die Armut. Wir haben eine Jugendgarantie, auch eine Kannergarantie, weil der Woche, muss ich ehrlich sagen, immer von der EVP aufgeblockt wird. Aber das sind aber Sujets, wo sie aber Spanien in dem Moment mehr weit sind, wie wir hier an der Europäischen Union insgesamt. Sie haben natürlich auch mehr Probleme daran, weil effektiv das ist Sujet, die noch die ganze Zeit heiß gekocht ging, das natürlich das Problem von der Rechte von den Frauen, wo der Spanien noch ganz ernst lief, wie das bei uns ist, und auch besonders die häusliche Gewalt, das ist ein Sujet, die ganz heftig diskutiert ging. Und dann natürlich auch mehr die internationale Politik, Position von der aktuellen spanischen Regierung par rapport zum Regime a Venezuela an den Grausamkeiten, die hier geschehen, das ehrlich gesagt ziemlich schlecht fand an seine Reaktionen an entdeckt ein Regime, den den eigentlich nicht decken kann. Und das war relativ regrettabel. Als bei vielen Linken im Moment ein Problem. Da den Haut blanc so möchte wie wann Venezuela die größte Freiheitskämpfer von allen Zeiten und der möchte wäre, das fand ich irgendwie total geschichtsvergiss. Zum Glück fand auch intern Widerstand statt. Ja, aber in einer schwierigsten Umständen. Es geht aber an eine Richtung, die in Zukunft vielleicht kann ein bisschen mehr positiv gesehen. Ja, ich hoffe, dass der Positivismus da nicht recht dann durchschenkt für drinnen Von alles Futtig ist. Am Moment seidet nun Bürgerkrieg aus. Ja, weil es wirtschaftlich auch einfach so ist, dass schrecklich viele Venezolaner mittlerweile überhaupt nicht mehr zu verlieren. An der ganzen Chavismus, den von unseren Kommunisten eifrig beklatscht wird, an total Verärmung von einer Population gefordert wird, an der es für drun eine Mittelschicht gab, und an der es für drun eigentlich sozial halbwegs nur vollziehbar hergegangen ist. Gut, es gab Korruption und alles das, was man überall in Lateinamerika fanden. Mit dem Chavismus als vom Bösen, nicht der Kontra. Und für allem ist es die Leute, die fehlt und allem. Ich kenne Leute von Dohannen, die auch mittlerweile an Europa kommen, die nach Familie Dohannen haben. Kommunikation mit der Außenwelt als bald unmöglich, die wirklich die Basis medizinische Versorgung, auch noch wenn es nicht mehr für die Frauen Sanitärversorgung ist, stellen sich von morgens 4 Uhr an Schlangen und da sind nicht sicher, dass die etwas kriegt. Also das ist wirklich ganz dramatisch und du musst mir hier am Parlament auch weiter Druck machen. Für eine ganz dunkle Zeit. Effektiv. Ein großen anderer Punkt das Woche als natürlich Staat, was auf der Insel geschieht.
den Brexit an du hast doch so, dat Theresa May am House of Commons Fionale Mol eng hausheich de Fett hat fir den Akkord de Sortie. Do war as eng Majoritéit géint den Deal eigentlich zu summech kom, die Sänge ihresgleichen eigentlich Sicht. Den just no huet noch den Jeremy Corbyn vu Labour dann en Vote of Non-Confidence ugefrot, an den hat noch gëster Owen stattfand. Do as war so, dat Theresa May lo vertrauen man enger knapper Majoritéit mit Kruze immer hin awer ausgeschwart. Lo ass natürlich wichtig zu gucken, wie es weitergeht, weil Zeit lebt das fort. Wir haben bis den 29. März sich für etwas auf den Tisch zu kriegen. Frank, du hast natürlich kein Glaskugel mehr. Wie sagst du, wie das weitergeht? Machen wir eine Extension von unserem Artikel 50. Wie denkst du, kriegen wir das nach 400 Europawahlen geregelt? Ja, das Problem ist ja genau den da. 400 Europawahlen. Ja. Weil ich hätte ja normalerweise kein Problem mit einer Extension. Wenn wir am Jahr 16 oder 17 wären an der Legislatur, da können wir noch Jahre extendieren. Können wirklich auf das Jahr am Anfang nicht tun. Aber wenn das nicht den 29. März passiert, aber passiert 15. April, da weiß ich nicht, wofür wir die Extension verbrauchen. Wenn es am Juli geschehen, da wären wir in einer total skurrilen Situation, dass hier ein Land, was Member ist, nicht an der Europawahl teilhält, das ist ja wieder darauf vorbereitet, nach Planen das zu machen. An der Memberstaat von der Union, wir am Parlament von der Union nicht mehr vertreten, während das nach Member ist. Also das ist total unvorstellbar, so etwas zu machen. Eigentlich mir gut. Mittlerweile kann ich mir auch an dem Brexit-Klonerie-Contest alles vorstellen, so gut das da. Ich fand doch wahnsinnig skurril, dass bei den Briten natürlich so schenkt mittlerweile zu sein, dass der Premierminister immer das Vertrauen ausgeschwert kriegt, wir keinen Text durch das Parlament. Die Frage kriegt eigentlich gesagt, das ist eine Reihe, da geht sie machen, so wie sie dann kann, also wie die Partei es auch lässt, aber so wie die Fakten aber auch los. Es gibt ja ein paar Sachen, die kriegt ihr nicht aus der Face, die irische Grenze, die ist nun mal da. Und da kannst du ran und da kriegst du gesagt, nee, also so aber nicht. Und ich fände, dass wir so viel hangeln und dass wir fertig ist. Vieles darüber ausläuft, dass bis den 29. März nicht passiert ist. Und dass dann ein ungeordneter Brexit erfolgt, war das natürlich unerkannt. Das wird total unerwartet, aber theoretisch möglich. Sie könnten natürlich carrément für viel Zeit zu warnen, weil sie mengen mit Zeit geben sich etwas kaufen. Könnten sie 4 am 29. März den ganzen Antrag zurückziehen. Dann das Prozedur River. Und da könnten sie die Zeit hören, die sie brauchen, für sie nach laufen zu lassen. Einer, da war nicht drin, dass sie von da aus bis den 26. Mai, respektive bei hinten den 23. die will ja Donnerstag, ja. Auch nicht fertig kriegen, für eine Europawahlpartizipation zu organisieren. Und mir an der Zwischenzeit irgendwo auch nicht mehr fertig bringen, für ihren Platz zu machen. Weil wir hier von hier sitzen, ein Drittel. 73 mehr eine Party schon verdient, verdient. Ja. Und zwar nicht, weil das Spaß gemacht hat, aber weil wir davon ausgegangen sind, Briten verlassen ist. Ja. Weitere Erweiterungen stehen nicht in massiver Form für unser Haustier. Und eine Reihe von Memberstaaten hatten demografische Entwicklungen in der letzten Zeit, die liegt mehr Sitz rechtfertigen, die Hunde kriegt, die stehen nicht mehr zur Verfügung. Wenn Briten nur geben und Hehlhöhlen und in den Wahlen, dann hätten sie 46 Sitz zu gut. Das wären 46 zur Verfügung. Ja, wenn man nicht über 750 können gehen, weil der Vertrag ist das nicht erlaubt. Ja. Also, es ist eine Situation, wie Mengen nicht mehr Briten sie fertig kriegen. Effektiv, und ich meine, für allem als Zeit lebt das fort. Ja. Es gibt auch von verschiedenen Leuten von einem zweiten Referendum geschwärzt, den als zeitlich eigentlich auch nicht mehr machbar, weil die Konstitution gesagt wird, dass so man 10 Wochen brauchen, um das zu organisieren. War noch ganz gefährlich so, weil, den zweiten Referendum gave schlussendlich wahrscheinlich entweder der Zellwicht oder just der Dummgedrehten bringen. Remmenke eine knappe Majorität für der denkt oder für der hat, wann nicht für der Zellwicht ist. Dann ist einfach wahnsinnig viel Zeit verloren für nichts. Ja. Und der Gegenteil ist, da bleibt das eine Lehrer organisiert und da könnt an 2 Jahren noch. Also Rechtspopulisten werden ja nicht mehr drauf, wir können sie so in Heilo lassen, sei es frohen, sei es bis das Resultat da ist, was ihnen passt. Und dann, dass sie auch gestern darauf hingewiesen gehen. Ich fand das ein ganz gefährlich Pist. Es hat mir auch noch so, ich möchte an dem Zusammenhang, dass trotzdem, du hast so geschwert, Frank, die Grenze zu Irland,
wo man dat freilich aufkommen du hun erwert Menge bisschen lichtsinnig vu verschiedene Leute geguckt. Und das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte in vergangenen Zeiten, wo du mal aufkommst, ganz aber gespielt ging, also man Feier gezündelt ging. Also und das fand ich ganz gefährlich. Und dafür fand ich das Parlament immer darauf hinweist, dass das aufkommst, du Friedensaufkommst und dass der Trau an den Spiel bräuchte, so nicht nur mal. An andere Kräfte gesehen das nicht. Das muss man sagen. Was mit die anderen Kräften so wirklich der Meinung, dass das vom selben hält? Mit hält nicht vom selben. Ich kennt mir in Sonne feststellen. Nordirland hat ja auch nicht majoritär für den Austritt gestimmt. Nordirland hat 56% oder so gehabt, die wollten bleiben. Da sind natürlich ganz viele Katholiken dabei, die sich tendenziell auch der Republik Irland mehr spielen wie im Vereinigten Königreich. Und irgendwo ist das Nordirland ja ein totaler Anachronismus. Auf jeden Fall. Die katholisch-demografische Dynamik an Nordirland ist wesentlich mehr heftig wie die protestantische. Ich van Nordirland en keer op die käme willen ze machen wie Schottland. Für ein Selbstbestimmungsreferendum zu veranstalten. Ja. Da ging den Mengen nicht zugunsten von einer Passage an die Republik Irland aus. Und der die Bürgerkrieg so im Dorf. Ja, das sind wir im Dorf. Ja. Mais bon, Brexit, man könnte noch ganz Moin darüber schwätzen, natürlich. Ohne etwas rauszufahren. Ohne etwas rauszufahren, auf jeden Fall stellen wir fest. Wenn wir eine Extension von dem Artikel 50 machen, dass wir maximal 3-4 Wochen an dafür bräuchten wir eine Unanimität von den anderen 27 Memberstaaten für das zu machen. Ich will dass die auch da wäre. Wie gesagt, ich stelle mir vor, was das bringen am Endeffekt, 2 oder 3 oder 3,5 Wochen zu verlängern. Was dann 2 Jahre nicht fertig kriegt. Es hilft, wir wären dann so kurz für der Sicherheit, das britische Parlament endlich irgendetwas zustimmen. Ja. Problem ist allerdings, am Prinzip muss mir auch nach zustimmen. Ja. Es geht aber ab mit April nicht mehr. Ja. Das ist technisch nicht mehr möglich. Da stimmt das Parlament so. Richtig logischerweise nur der Wahl. Sie sind nach Member, bis du hinholen, nicht in der Wahl, die institutionell Kungelei, sondern gleich. Ja. Für die Notifikation vom Artikel 50 strikt zu ziehen, das kann die britische Regierung selber machen. Da brauchen sie keinen Koch. Ob das die richtige Lesung ist, das bleibt auch dahingestellt. Und dann also auf jeden Fall so, was man theoretisch möglich. Ja, was man festhalten können, als die britischen Politiker schaffen im Moment für sich selber, für hier eigene Machterhaltung. Sie schaffen absolut nicht am Interesse vom Land, absolut nicht am Interesse vom Bürger. Und das ist wirklich ganz dramatisch, was sie da machen. Georges, du hast das Woche aber auch noch andere Dossiers, die du mir intensiv surveilliert hast, notamment den Europäischen Globalisierungsfonds und den Europäischen Sozialfonds. Was kannst du uns darüber sagen? Wieder den Europäischen Globalisierungsfonds gibt es seit 2006. Also am Fonds, dem wir sagen, gehen, wie die erste Unzeichen von der Globalisierung zustande kommen sind in Europa, dass verschiedene Betriebe gelitten haben, ganz stark gelitten haben. Das waren am Anfang mehr so multinationalen, das auch angefordert ging, dass 500 Leute mussten betroffen sein, die dann in dem Moment durch die Wirtschaftskrise betroffen gingen. Das ist aber so, dass nicht die Suen, die fließen nicht an Betriebe, aber die fließen an Mesuren, die am Anfang den Beschäftigten helfen. Und das ist extrem wichtig, Maintien pour l'emploi oder Weiterbildung, Fortbildung an die für die Arbeiter, für deren abzumachen, um Arbeitsmarkt für einen Betrieb, für einen Betrieb zu integrieren. Das haben wir ein bisschen ernst gestaltet. Das ist eine Revision am Anfang von der Reglementation von 2006. Das heißt, das gilt auch schon für die Kleinbetriebe, da gibt es eine Derogation. Und es zählt generell auch ab 200 Leute. Das heißt, müssen nicht 500 Leute betroffen sein, mit 200 Leute. Und dann haben wir probiert, etwas ranzukriegen, weil das nicht gelungen ist. Das Beispiel Caterpillar an der Wallonie, das kennen wir alle gut. Da hat am Anfang eine große Entreprise abgehalten. Und du hast von der Region am Anfang die Wille gewirrscht, für die Site zu erhalten und neue Betriebe umzusiedeln und die Arbeiter abzumachen, für dort zu schaffen. Und das ist also nicht gelungen, weil da Probleme waren, dass sich da trotzdem zu viel an nationalen Gegebenheiten durch bitte Staat eine Rolle, Etat und so führen. Das ist bedauerlich. Und hier ist doch an der Zukunft nämlich Globalisierungsfonds, und hier ist Transitionsfonds. Das ist auch ein kleines Changement. Den zweiten Punkt ist eigentlich der Europäische Sozialfonds. Das ist das Instrument, das Europa hat ja nicht, der will viel an der Sozialpolitik, nicht viel Kompetenz. Natürlich die große Kompetenz bei den Memberstaaten. Wir haben aber ein paar Instrumente an den Europäischen Sozialfonds als ein davon
Daraus ginn Mesureure bezuelt, die besonnech an méi vulnerabel Gruppen, wie zum Beispiel Jugendlicher oder Arbeitsloser oder Leiit mat engem Handicap, dat hicht fir méi gezielt do Hëllef ze ginn. Wir hunn den och ein bisschen erweitert, erstens mal finanziell, neue Budgetsmittel zur Verfügung gestellt, zweitens auch Konditionen ein bisschen mehr abgelockert. Wir haben noch probiert, Armut mal ranzuholen. Und das ist wichtig, weil wir stellen fest, dass immer mehr Leute an der Armut aufrutschen. Dass da purlose punktuelle Mesuren gemacht sind. Und das mit größer Majorität durchgegangen und ich bin eigentlich auch froh darüber. Es gibt ja immer ein bisschen Fehlgeheit, Europa ist nicht sozial genug. Boah, natürlich sind das immer Mesuren für Apps zu bekämpfen. Dann hat Pedro Sanchez darauf hingewiesen, soziale Pilier und so viel. Und natürlich, da muss auch weiter darauf geschafft gehen. Mit so Mesuren wie das ist aber immer wichtig für Leute abzufangen, so mal, dass sie nicht, wie gesagt, an der Armut aufrutschen oder an der Armut sind, an der geholfen kriegen. An da haben wir viel Leute an der Europäischen Union. Absolut. Wir sind als Union noch immer nicht wirklich kompetent, für dort solche Politiken zum Wirken zu bringen, die Staaten scheinbar bislang nicht gepackt Ja, haben. Das schreckt mich eigentlich immer rum, wie an den Wohlstandsgesellschaften, die wir haben. Ja, Not am westlichen Teil von diesem Kontinent, aber so viel Leute Schengen durch die Filet. Ja, ganz oft haben wir auch keine kohärente Politik. Ja. Das heißt, wir setzen einerseits auf Kompetitivität, Wettbewerb an der Führung. Da gehen dann Leute verloren. Ja, ja. Und da versuchen wir die mit anderen Mesuren abzuhängen, am Platz direkt auf ökonomischem Niveau, auf wirtschaftlichem Niveau etwas Ähnliches, ein anderes Modell zu machen, für das nicht hat, dass es zu den graven Fällen kommt. Just de Pilier sozial ugeschwart, dat das effektiv Kommission Juncker hat etwas gemacht, wat die Kommission für nie fertig gebracht hun an dem muss wirklich einen großen Akzent am Sozialbereich zu legen. Ja. Das sind ein ganz gut Propositionen dran. Koordination Security sozial was dann natürlich für Lützeburg immer ein bisschen kritisch, weil das auch so wird mehr kosten, wenn man auch mehr Funktionäre Werte müssen erstellen, ja, wie das zu machen. Aber wo leid du nach kommen der Heck, für dass man do an den Dossien auch weiter kommen und dass man auch eine viable Lesung Memberstaaten blockieren, Ja. natürlich immer gerne. Das ist ganz richtig, Memberstaaten blockieren. Wir spielen aber trotzdem auch bei den verschiedenen Memberstaaten eine Ouvertüre. Ich denke, da in der Europäische Agenz für den Arbeitsmarkt, das heißt, die besser zusammen schaffen, eine Plattform gegen die illegale Arbeit, dann für allem aber auch ein besseres Equilibrium zwischen der Berufswelt, also die Work-Life-Balance zwischen der Berufswelt und der privaten, dem Familienleben, für da eine bessere Balance herzustellen. Das sind aber alles Mesuren, die in die richtige Richtung gehen. Das heißt, Sommer 20 große Grundprinzipien festgehalten gehen und daraus entsteht eine Legislation, wo wir 4-5 Dossiers aber schon vorgekommen sind. Ja. Ich meine, die Leute hören, wir müssen an Plenjahr, wir können nicht wie immer wir können nicht den ganzen Ordre du Jour von dieser Session durchleben. Wir haben probiert, pur Sachen rauszupicken. Wir werden nicht auch an den nächsten Wochen natürlich dieser Platz weiter informieren. Ich bin am Namen von Frank Engel und George Bach. Herzlich merci für die Nullastren und hoffentlich bis geschwind bei dieser Sendung Europäische Impressionen mit 3 CSV-Deputierten. Vielmals merci. Bis geschwind.